Hallo, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, da bin ich wieder heute zu etwas späterer Stunde. Der Tag war sehr voll. Ja, äh, ich hoffe, ihr seid noch nicht auf dem Weg oder zu Hause natürlich zum Tanz in den Mai. Ich werde jetzt mit meiner End-April-Lesung, Kurzlesung beginnen. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch allen gut geht, dass ihr den Monat April bis jetzt ganz gut überstanden habt und dass der Mai wieder besser wird. Und jetzt zünden wir wieder gemeinsam Kerze an. So, ich bin heute etwas dunkel, aber die Kerze wird uns wieder etwas erhellen. So, die Brille aufgesetzt, sonst geht das gar nicht. Als erstes habe ich etwas von Arnold Risch und es geht ja immer noch um den Frühling. Ach, was freue ich mir doch auf die Frühlingszeit. Ach, was, Paula, lass doch bloß das Sappeln nach von Flanell und andere Unterhosen. Wenn der Frühling kommt, wird man von selber schwach und dann knutschen wir mank Heckenrosen. Und der Duft von jede Blüte zieht uns lüsternd ins Gemüte. Und das Herz und so schwillt auf vor Seligkeit. Ach, was freu ich mir doch auf die Frühlingszeit. Ja, und immer wenn das kommt, können Sie gerne mitsprechen. Und dann fahren wir mit's Boot nach Borstel raus und du liegst denn fein in Kapokissen und wir ziehen uns beide bis auf Strümpfe aus und die Plünn, die werden zusammengesmissen. Menschendicken wird Gewöhnheit auf den Weg zu Kraft und Schönheit und das Herz und so schwillt auf vor Seligkeit. Och, was freu ich mir doch auf die Frühlingszeit. Und dann gehen wir abends auch ins Schoflokal, wo die Gäsben spült so schöne Weisen. Und von Schwof sind wir ergriffen nun mal, und wir lassen an die Tugend reisen. Knie an Knie und Back an Backe, und die Liebe macht Attacke. Und das Herz und so schwillt auf vor Seligkeit. Ach, was freu ich mir doch auf die Frühlingszeit. Und kommen wir zurück, denn von die Frühlingstour sind von's Rudern wir stark mitgenommen. Einmal blüht ins Leben ja die Liebe nur, und der Mai ist wieder angekommen. Doch wie weit man auch hinausfuhr, wahre Liebe blüht im Hausflur. Und das Herz und so schwillt auf vor Seligkeit. Ach, was freu ich mir doch auf die Frühlingszeit. Ja, so kann einem das jetzt gehen, nicht? Da schwillt so manches. Und jetzt etwas von Wilhelm Busch. Sie war ein Blümlein hübsch und fein. Sie war ein Blümlein hübsch und fein, hell aufgeblüht im Sonnenschein. Er war ein junger Schmetterling, der selig an der Blume hing. Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm und nascht und säuselt da herum. Oft kroch ein Käfer, kribbel, krabb, am hübschen Blümlein auf und ab. Ach Gott, wie das dem Schmetterling so schmerzlich durch die Seele ging. Doch was am meisten ihn entsetzt, das Allerschlimmste kam zuletzt. Ein alter Esel fraß die ganze, von ihm so heiß geliebte Pflanze. Ja, und hier habe ich etwas, was ja, unser Freund
Harald mir zugeschickt hat. Harald ist übrigens Sonntagabend im Fernsehen zu sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im ersten oder im zweiten. Aber jedenfalls ist er Sonntagabend im Fernsehen zu sehen. Er ist nämlich auch Schauspieler. Ja, Harald Burmeister, gucken Sie mal hin. Der hat mir das geschickt, was er so aus der in der Mottenkiste gefunden hat. Heiner Peiter und de Pimmeltüt. Eine AIDS-Prävention ob Platt von 1993 aus Rostock. Ja, da gab es noch die alten Postleitzahlen zu der Zeit, ja. Und ja, damals musste man sich immer noch ein bisschen vor AIDS fürchten, nicht? Das hat sich ja auch gegeben. Heute haben wir ja Corona, Corona, was magst du mit uns? So, aber nun Heiner Peiter und de Pimmeltüt. Das ist noch gar nicht so lang her. Da führt no Rostock Heiner Bär. Sin Fründ wär mit von de Partie, mit nom heit de Peter Schlie. Sie haben de Taschen voll von Geld und fragten Lut, wat kost de Welt? Sie wollten endlich mal de Söchrut loten und sie gründlich mit Amusement befoten. Doch innerwegens kriegen sie dat Striden, denn Heiner wohl partout n Wief obrieten. Peter seht jedoch ganz nipp, dacht mir an Gesundheitstrip. Der een hat nix in Kopf as wilde Wiever, der ander wär nicht ganz so'n Slöppendriever. In Rostock gef een Wort dat ander, se wieren Furzens und Anna. Heiner hat wat hört von drode Licht, und dorob wir hier ganz erpicht. Egal ob wie Sonnenschien, Regen oder Schnei, he dacht er nix anders as an Wieverknei. Peter woll mir sin Muskeln bilden, do wir hier scharf ob Assen wilden. Söcht mit all sin Kraft nun Fitnessraum. Man, de haden in Rostock noch kein Baum. So löpen beide in de Kreuz und Quer und Männigs Tod wohl hin und her. Und endlich, do wir funden, wat se söchten allen po Stunden. Ins Sylbehus störkten se nur rinner, de ein frontal, der ander käm von hinner. Saunaclub stünde ob de Fenster schief, fern löckt ein Wief mit sinen Lief. Erst dacht Peter an nix anders as an Schweiten, man de Kehls do wollten mit Naturpistolen scheiten. Und man all dat nacktig Mannsgeweul kriegt Heiner auch so'n eigenodig Bumsgefeul. Man, keiner löt von achtern Ohre anders ran, denn sie'n Ödel-Dödel hat kein Gummi an. Alte Summ wären se bang für AIDS, und davon gift kein Önnen ohne Fietz. Buten wird secht, wären Automaten, do krieg je ne Tüt für sin Jan Marten. Man durst und Heine Aal und zasterierte, weil dat Automat nicht funktionierte. Wie was, ora Kiels, hin wär die Nacht, die Lust wär futsch. Dorum mag die, ohne Pimmeltüt geht nix mehr ob'n Zwutsch. Ja, und wie heft nun unseren Snuttenpulli, nicht? So geht auch nix mehr. Ja, und jetzt haben wir noch was von Theodor Fontane im Mai. Die Frühlingslüfte blauen, der Winter ist vorbei. Sie lachen, Wald und Auen, es ist ja wieder Mai. Es rieseln alle Quellen, so frisch, so froh und frei. Es tanzen alle Wellen
es ist ja wieder Mai. Und alle Vögel singen die schönste Melodei und alle Lüfte klingen, es ist ja wieder Mai. Doch sieh, die Schwalbe kreiset geängstigt um den Turm, und ach, prophetisch weiset und deutet sie auf Sturm. Kaum hört sie das Geschmetter, die lust'gen Melodien, sie ahnet Sturm und Wetter, wie ich bei Sonnenschein. Ja, das war unsere heutige letzte Aprillesung. Nun wünsche ich allen einen wunderbaren Monat Mai, dass sich wieder alles zum Besseren wendet. Lasst uns weiterhin Abstand halten, die Regeln einhalten, auch wenn es schwerfällt. Und dann wird wieder alles gut. In dem Sinne, bleiben Sie gesund, bleibt gesund. Und jetzt pusten wir die Kerze aus. Und tschüss.